Podcast mit dem Ertu, mit dem Tommy, mit dem Fabu und mit dem Jasmin. Red mal nicht so laut. Lootcast. Herzlich willkommen zur nächsten News-Session von Lootcast. Hier ist der Domi, Salut. der Fabu Hallo. und ich, der Ertu. Ciao zusammen. Was ist gelaufen diese Woche und der Wochen Diesen Monat. diesen Monat? IB ist Meister geworden. Yes! Merci, hast du gesagt. Danke, hast du gesagt. In so einem spektakulären Match hat IB das Spiel für sich entschieden und die Meisterschaft. Und nach 32 Jahren lang... Ja, was ist sonst noch gelaufen? Meister. Willst du nicht darüber reden, oder wieso? Nein. Okay. Okay. Was schon noch fußballtechnisch gelaufen ist, sind die letzten 2 Champions League Matches. Roma hat verloren und Liverpool ist jetzt weiter ins Finale. Und Real hat... Mehr dazu im Shootcast. die Champions League ist geil. Jetzt Real Liverpool im Finale. So Geil. viel zum Sport. Und näher zum Wetter. Als Überleitung kann ich sagen, Liverpool ist ja mein FIFA-Team eigentlich. Also, Wirklich? Ja. aber Wieso? erst im 18. oder auch schon vorher? Schon vorher. Okay. Obwohl sie immer ein bisschen unterlegen sind, aber... Ich Ja, finde, Liverpool hat gefällt einfach ein starkes Flügelspiel, Flügel-Konterspiel. Mhm. Aber nicht ein starkes Mittelfeld. Ja, nicht mehr. Spiel. Nicht mehr? Was Ja, ist- früher mit Gerrard. Okay, ja. Der war verdammt gut im FIFA. You never stand alone. Mhm. Was ist sonst noch gelaufen diesen Monat? Gibt es sonst noch irgendetwas Spannendes? Ich habe zum Beispiel gelesen, ein Gerücht, ist vielleicht noch keine News, aber es ist Future News sozusagen. Es könnte in 2 Jahren hure relevant werden und für mich ist das Gerücht mega plausibel und nachvollziehbar, ist, dass Apple eine eigene VR/AR-Brille machen will. VR natürlich heisst Virtual Reality, AR heisst Augmented Reality. Und der Unterschied zwischen diesen 2 ist, dass Augmented Reality, da siehst du die Umgebung um dich herum siehst du immer noch und es sind einfach Objekte in dieser Umgebung drin. Und Virtual Reality ist halt einfach ein Bildschirm vor deinen Augen und du bist komplett in einer anderen Welt. Auf jeden Fall will Apple da drin investieren. Und ich finde es halt mega spannend, weil sobald ein Player wie Apple in das Ganze einsteigt, habe ich das Gefühl, könnte es das Ganze nochmal auf ein anderes Level bringen. Jetzt, die 2 haben ja keine VR-Brille daheim, Nein. oder? Ich habe einfach Gear VR. Gear VR, das ist von Samsung, das du mit dem Handy kannst brauchen, oder? Genau. Ist das, Da kannst Samsung, also jetzt S7 Galaxy. das ist nicht das Kartonteil, gell? Nein, das ist kein Karton. Sorry. Das ist Kunststoff. Also es ist einfach... Wow. Besser als Karton. Es ist, das Prinzip ist schon das gleiche wie das Hashtag Nintendo Kartonteil. Labo. Hä? Das Prinzip ist schon das gleiche wie das Kartonteil, oder? Aber es ist einfach ein Strap, das am Kopf tust. Strap-on. Und nachher... genau. Und nachher einfach ein Linsensystem. Das ist das, was speziell dran ist. Oder? Und nachher tust du das Nachteil vorne rein stecken. Ja. Quer. Und dann ist einfach an der Seite vom Device Ja. hast du nachher einfach... Kannst per Finger... Also es ist wie ein Touch-Panel, das kannst du bedienen. Und das ist aber dann vor allem zum passiven Konsumieren von Inhalt, also Videos. Videos, ja, du kannst aber auch Minecraft spielen. Ah, okay. Wobei das Minecraft funktioniert bei mir nicht. Mit einem externen Controller dann, oder wie? Genau. Aber es ist ein bisschen blöd, weil es geht, also nur gewisse Controller gehen. Okay. Der PlayStation Controller geht zum Beispiel nur gewisse Versionen. Meine geht aber gerade nicht und darum drehst du immer im Kreis und dann wird mega schlecht in VR. Aber es gibt ganz viel Zeug, so Meditations-Apps und Apps gegen Flugangst und Okay. alles Mögliche. Spannend. Also es ist wirklich ein grosser Und Spielplatz. das passiert aber alles im Samsung Gear Ökosystem sozusagen. Also es ist Genau, alles du hast in einen dem- Oculus, also es ist ein Oculus Store, Okay. genau, wo musst du darauf zugreifen. Es muss alles über Oculus ablaufen eigentlich. Okay. Was bräuchte es denn, dass ihr euch eine VR-Brille kauft, die wirklich nur für VR da ist und ohne Handy funktioniert, sondern einfach halt wirklich dedicated Device sozusagen? Ich habe kürzlich das VR-System von PlayStation mal noch abgecheckt. Aber ich finde es momentan noch ein bisschen zu teuer, dass ich nicht gut auf Anhieb wüsste, welche Games dass ich dafür kaufen. Okay. Also noch nicht genug Inhalt, was Noch nicht genug Inhalt, also so, sagen wir jetzt mal Inhalt/Preis. Also das Verhältnis stimmt für mich noch nicht ganz. Okay. Wenn es viel billiger wäre, würde ich mir es auch schon kaufen, ohne zu wissen, was ich für Inhalt würde spielen. Aber der Punkt ist noch nicht erreicht. Aber ich hoffe, es wird noch besser. Okay, dann wirst du auch beim Apple-Dings auch nicht glücklich werden, weil das Gefühl, es wird extrem teuer Ja, das werden. kann ich mir auch vorstellen. Weil sie haben, also die Gerüchte, die jetzt rum sind, ist, dass sie eine Auflösung von
Also sie werden jedes 8K-Display pro Auge verbauen in diesem Ding. Und das ist Okay. einfach hure abartig. 8K ist ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist 7680 Pixel mal 4320 Pixel. Aber das ist doch nicht viel höher, als jetzt mit dem Gear VR kannst du machen. Das Gear VR, also Gear VR kommt ja darauf an, welches Handy das rein tut. Ja, oder? jetzt mit dem S9 zum Beispiel. Ich weiß nicht, was für eine Auflösung das hat, aber Ich schaue. das LG VR, nein, sorry, Pimax 8K Display, beziehungsweise Brille, ist, glaube ich, das mit der höchsten Auflösung. Mit 3840 x 2160, also immer noch doppelt so niedrig wie das, was Apple machen will. Zum Beispiel PlayStation VR hat nur eine Full HD Auflösung auf 2 Augen aufgeteilt. Also wirklich low-end, und ich habe das Gefühl, das, was Apple machen will, ist dann wirklich Next Level Shit. Also das ist dann Das ist wirklich... brutal. Weil PlayStation VR, wenn du spielst, ist geil, aber du siehst halt schon, es ist hure verpixelt, und wenn du darauf achtest, dann siehst du es. Mit der Zeit vergisst du es, aber es ist halt schon so, glaube ich, eine Hürde für viele Leute und glaube so ein Grund, wieso das vielen Leuten schlecht wird im Moment. Weil es fühlt sich ein bisschen unnatürlich an, wenn du dich bewegst, wie sich die Pixel verschieben. Wenn du dann natürlich ein 8K-Display pro Auge drin hast, das ist, Stimmt, ja. wird Das ist crazy. schon recht krass. Aber ich denke auch, ich weiß nicht, aber irgendwo wird es ja eine Grenze haben, was das Auge noch an Unterschied abpixeln. Ja Je gut, nachdem aber das auch sind wir mit noch dem nie. Linsensystem. Meinst Also, du nicht? nein, also ich sehe es jetzt ja beim Gear VR, da ist schon, das ist ja viel höhere Auflösung als das PlayStation VR. Okay. Und trotzdem, da siehst du noch sehr viel Pixel. Ja. Und das ist nachher Okay. das, was du ja rausnimmt aus der Virtual Reality, Voll. oder? Mhm. Ich habe jetzt gerade geschaut, das S9 hat 2960 auf 1440. Das ist Also schon eben nicht so, eins für aber, beide Augen. Also das Genau. muss man wieder zwei teilen. Genau. in dem Fall. aber das Ding ist wirklich, also das, was mir so ein separates Device muss bieten, ist wirklich eine höhere Auflösung. Mhm. Das ist das Einzige, weil eben autonom bin ich schon durch das Gear VR, oder? Ich habe keine Kiste mehr nebendran, ich kann rumlaufen, theoretisch, oder? Aber die höhere Auflösung, das müsste es bieten. Genau, wegen Umlaufen. Also das System wird in sich geschlossen sein. Also du wirst nicht irgendwie ein Handy oder ein PC brauchen, um das zu bedienen. Aber, so wie es aussieht, wird es trotzdem irgendeine Box mitgeliefert bekommen. Also irgendetwas, wo wie ein PC aussieht, wo nebendran muss stehen und mit dem verbunden ist. Dafür ist es aber ganz wireless. Also du hast gar kein Kabel mehr und du brauchst nicht irgendwie ein Setup im Raum zu machen, so wie es zum Beispiel bei HTC Vive musst machen. Oder, du bist halt wirklich nur auf die Kiste und auf die VR-Brille angewiesen und sonst nichts. Und eben ist so eine Mischform zwischen VR und AR anscheinend. Also es wird beides möglich Hat sein. sich jemand mal, wir sind jetzt bei Apple, aber der andere grosse Player, die HoloLens von Microsoft, mal ein bisschen genauer Ich habe angeschaut? es noch nie ausprobiert, würde ich sehr gerne machen, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Fabio? Die ist schon draussen? Nein. Die ist schon Ja. draus. Die HoloLens? Ja, die ist einfach auch teuer. Also Nein, sie die hat- gibt es doch noch nicht. Ich glaube es im Fall schon. Ich glaube im Fall schon. Ich glaube es dass die- einfach Machst du noch einen verdammt nicht. Fact-Check? Ja. Übrigens, das abgeschlossene System von Oculus heisst nachher Oculus Go. Was im Prinzip eben das gleiche wird sein wie das jetzt von Apple abgeschlossen. Mhm. Aber das ist gar nicht so Zukunftsmusik, sondern ist eigentlich schon. Gibt es jetzt das schon oder nicht? Sie haben wir schon eine Website und es ist nicht so Gerüchtebasis. Also es ist näher auf jeden Fall auf das. Ich zeige als es jetzt das mal von da auf Apple. dem Nachteil. Mhm. Da seht ihr Oculus Go, das ist nachher so wirklich ein abgeschlossenes System. Okay. Da ist einfach ein Controller nachher. Das steht da aber noch nicht. Aber steht schon bei. Das heisst, man kann es schon kaufen. ja. Für wie viel? Das ist eine gute Frage. Ja. Das Apple-Zeug wird sicher wie ein Auto teuer sein, Mann. Das Ja, ist- 8K-Bildschirm auf jedem Mal. Also da Oculus Go, du hast eine 32 GB Version für 219 € und eine 64 GB Version für 269 €. Also Okay, aber das ist näher. weit günstiger als das Krass. Galaxy S. Und was ist der Haken dran? Ist irgendwie Spezifikationen werden auch nicht High-End sein, oder? Ja, ich frage mich jetzt sogar, weil das NATO hat ja schon recht Leistung, was es braucht, auch für das Ja, ja. Virtual Reality Zeug zu berechnen. Das ist noch die Frage. Hm? Ja, die sagen da nicht gross von der Leistung. Das Aber- verschleiern sie. Sie haben Netflix als Werbung und Jurassic World und Red Bull TV. Jurassic World, was? Mhm. Jetzt gibt es noch eine Jurassic World App. Okay. Für das allein kaufe ich es mir. Ja, aber Kostenlos. ich habe das Gefühl, dass wenn Apple einsteigt, dass es so wie der nächste Schritt könnte nehmen, das Thema. Weil ich habe das Gefühl, es ist
So wie es jetzt ist es okay. Also ich glaube, PlayStation zum Beispiel ist mega zufrieden mit dem, was sie verkaufen und wie es läuft, aber es ist halt nicht wirklich im Mainstream angekommen, im Sinne von jeder hat es und jeder will es. Also es ist nicht irgendwie das nächste iPhone. Das stimmt, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Apple, wie sie es in anderen Bereichen auch schon viel gemacht hat, halt einfach die Nachfrage produziert, plötzlich, Genau. indem dass sie einfach etwas bringen, das nicht unbedingt so revolutionär ist, wie sie es ankündigen, Aber gleich hure auch den Markt ausgereift wird eigentlich, können ja. verändern. Ja. Sie haben auch gesagt, sie finden, dass Augmented Reality wirklich für sie Technologie ist, die potenziell so wichtig könnte sein wie das iPhone für sie. Also wirklich krasse Aussagen und ich habe das Gefühl, die werden noch mächtig in das investieren. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. So wie der Google Glass. Google Glass, Glass. stimmt, das Hat hat das ja jemand noch in Erinnerung, was Ja, so revolutionär wird werden? Ja, ich habe im Fall das Gefühl, das wird irgendeiner Form wieder zurückkommen. Ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, dass einfach Also die in einer Welt nicht anderen, die unbedingt nicht mit damit gross zu tun hat. bereit ist für das. Was ist nicht Ich bereit? glaube auch, dass die Welt nicht unbedingt gross bereit war für solche Sachen. Es sieht einfach der dumm Zeit. aus. Ja, Aber erst genau. Der Metallreifen umgekriegt. Ja. Aber das macht halt eben hure viel aus, dass es dumm aussieht. Und Apple ist halt hure gut in dem, dass sie dann Ja. Sachen, die dumm aussehen, plötzlich geil aussehen und dann findet jeder geil. Ja, sie verkaufen halt nie nur ein Produkt, sie verkaufen immer auch noch den Lifestyle damit. Genau. Und der, Ja, dann machen sie vielleicht eine Ray-Ban-Brille, die es irgendwie integriert hat oder so. ja. So eine Nerd-Brille und nachher hast du es zack integriert und dann kommt es besser rüber als das Google Glass-Ding. Ja. Eventuell. Habt ihr jemanden kennt, der das mal ausprobiert hat, Google Glass? Eben nicht. Leider Nein. nein. Ich habe einen Kollegen, der es probiert hat zu bestellen, aber irgendwie nie geschafft hat. Der ist irgendwie am Zoll gescheitert, aber Okay. er wäre kurz davor gewesen. Wie wir alle. Wie wir alle. Nein, ich habe es nie probiert, ehrlich gesagt. Ich meine im Leben generell so, weißt Ja, so wie IBE. So wie IBE. 32 Jahre lang gewartet. Genau, irgendwann ist es geklappt. Irgendwann findet das Glück heim. Was haben wir sonst noch für News? Der Kanye ist zurück. Nach einer Phase von ziemlich kaputt sein und hure weirden Tweets. He never Folgen left. jetzt noch mehr weirde Tweets und hoffentlich ein paar geile Alben. Was hat er? Mit dem Nas hat er das Projekt, mit dem Kid Cudi hat er das Projekt. Der mit sich sicher selber. irgendwie 10'000 Alben für den Sommer angekündigt. Ja, wirklich. Aber also, Gut. wenn es so kommt, dann wird es recht geil. Also was ist jetzt genau an ihm zurück, wenn er vorher ja auch Nein, ist? er hat ein bisschen eine Phase gehabt, wo er, ich glaube auch mental ein bisschen einen Breakdown hatte. Ja, aber der Typ, also, der ist doch... Ja, er ist also, eine sehr eigenartige Figur. Ja. Immer wie eigenartiger. Ja. Immer wie eigenartiger, ja. Aber was ist jetzt genau das, wo du sagst, Kanye is back? Ja, ist back im Musik produzieren und im Musik machen und im... Also einfach, weil er Sachen angekündigt hat. Das ist jetzt... Genau, weil er Sachen angekündigt Aha, hat. okay. Und er ist so hure gross am Aufrollen mit Interviews und so. Oi, Genau. yes. Und das ganze Internet redet nur noch über Kanye gefühlt, was Genau. er gemacht Also- hat. und Also was deine er gesagt Bubble hat. einfach. Nein, es ist... Ich habe nämlich nichts davon mitbekommen. ja, aber du weißt schon nicht, wer Drake ist, Mann. fairerweise muss ich sagen, Fabio weiss nicht, wer Drake ist. Jetzt weiss er's. Der Nathan Drake von Nathan Uncharted. Drake, genau. Genau, der macht jetzt so Musik. Okay. Aber ich finde den Kanye einfach, ich weiß nicht mehr, was ich von ihm so halte. Ich meine, der Typ, das war der vor 10 Jahren oder mehr gesagt hat, in einem Interview zum Hurricane Katrina, ist es glaube ich, gewesen, Mhm. der dann den berühmten Quote rausgelassen, George Bush doesn't care about black people. Und heute ist es ein Typ, der auf Twitter mit dem Donald Trump kommuniziert und Make America Great Again Kappe anhat und sagt, dass 400 Jahre Versklavung von Schwarzen in Amerika eine Choice war. Ja, das ist Es ist einfach... hure brutal. Ich Das weiß nicht, verstehe ich was nicht, mit das dem finde ich ist. auch hure weird. Aber Aber eben, man muss schon sagen, es ist hure kalkuliert, wie er ja. einfach nur Twitter, am Schluss des Tages ist echt Twitter, das das Ganze auslöst bei ihm. Ja. Er tut ein paar, irgendwie so 4-5 kontroverse Tweets raushauen und dann bekommt er ein Interview. Ein Interview hier, ein Interview dort. Das ganze hure Internet redet über ihn. Ja. Egal, ob die Leute sonst irgendwie etwas mit seiner Musik zu tun haben oder nicht. Irgendwie jeder hat eine Meinung zu ihm und plötzlich verkaufen sich die seine Alben wieder millionenfach. Ja, Also, also mir es ist ist- das komplett vorbei. Wirklich? Ja, komplett. Also ich bin auch auf Twitter und so unterwegs, aber komplett an mir vorbei. Ich habe sie- nichts so gesehen. Was ich das Krasseste gefunden habe, einfach bei den YouTube Trends, bei den Amerika Trends, ist eigentlich ein eben Stunden, 45-minütiges
Video zu oberst gewesen, und das ist ja überhaupt nicht YouTube-gerecht. Ja, Also das die wollen ja möglichst kurze Videos und alles haben, die trenden. Und auch ohne nicht hure viel Werbung drin im Video. Und das finde ich spannend. Aber weißt du wie, vielleicht ist er am Ende des Tages ein unhurer Arschloch, der gute Musik macht. Das lenkt mir eigentlich schon. Ich weiß eben nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Ja. Für mich muss wie das ganze Paket stimmen. Es gibt schon eine Grenze. Und eben, ja, ob Sklaverei, eine Auswahl Die Hashtag ist. MeToo-Grenze, Mensch. Die Hashtag MeToo-Grenze. Ja, eventuell. Mit dem hat er aber nichts zu tun gehabt. He? Da ist er, da ist er Das sauber. kommt dann noch alles. jeder wird gehen. Jeder, egal wie gross. Nein, der Kanye wird wegen anderen Sachen fallen. Oder irgendwann ist es irgendwie, weiß auch nicht, komplett durchdrehen. Und Ja, also er ist Noch mehr. noch mehr. Also ich kenne ihn nur noch von South Park. Sonst habe ich nie etwas aber gesehen. das trifft ihn eigentlich nicht so schlecht. Mit seinen Fishtsticks. Mit seinen Nein, ist Fisten. echt noch viel schlimmer, als er in South Ist- Park Ja, porträtiert ist stimmt. worden mittlerweile. Stimmt. Ja, aber ich bin gespannt auf seine Musik. Er ist ein weirder Typ. Genau. Ja. Wo aber Twitter verstanden hat und wo die Kommunikation im Internet und all das verstanden hat. Muss man ihm fairerweise zugestehen. Das Okay. stimmt. Let's move on. Gut. Ich hätte noch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Tomb Raider. Nein, Ah, schade. aber das ist ein guter Teaser für später. Aber jetzt reden wir zuerst über Nintendo. Ein Unternehmen, das mir sehr am Herzen liegt, das mich seit Jahren verfolgt. Und sie haben... Sie verfolgen dich. They are everywhere. Hat jetzt falsch stehen. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Sie haben einen neuen CEO. Nach 3 Jahren gewechselt jetzt. Und der vorherige CEO hat geheissen, ich glaube, in der Öffentlichkeit nicht wirklich so, wie sagt man, Household Name gewesen. Der hat geheissen Tatsumi Kimishima. Und der ist eigentlich 2015 einberufen worden als CEO, wo der vorherige CEO von Nintendo, der Satoru Iwata, an Krebs verstorben ist. Und das war sowieso eine schwierige Zeit für Nintendo, weil sie mit der Wii U, der Nachfolgekonsole von sehr, sehr erfolgreichen Wii, am Scheitern waren. Es war wahrscheinlich die unerfolgreichste Konsole ever gewesen. Und zu dieser Zeit ist eben der Kimishima gekommen, hat Switch eingeführt, wo wahrscheinlich die erfolgreichste ever wird sein. Er war sehr erfolgreich in seinen 3 Jahren und trotzdem hat er jetzt die Rücktritt bekannt gegeben. Wahrscheinlich, weil er zu alt ist, ab der 60 schon. Die Hintergründe von dem weiss man nicht genau. Auf jeden Fall, der Neue, der kommt, ist ein sehr interessanter Typ. Sein Name ist Shuntaro Furukawa. Und er ist recht jung, 46. Und ist seit 1994 mit Nintendo dabei, ist im Moment der Leader vom Nintendo Global Marketing Team und hat auch bei der Pokémon Company irgendeine wichtige Position, die ich nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Typ. Und er sagt von sich auch, er ist lifelong Gamer. Also er ist mit dem ganzen Zeug aufgewachsen. Und das finde ich etwas verdammt Wichtiges. Du kannst ja bei ja. Nintendo nicht arbeiten und nicht sagen, du bist kein Gamer. Ja, genau. Aber eben, es gibt zum Beispiel Unternehmen wie EA, wo einfach die Leute, die es führen, die geben einen Scheiß auf Games. Ja, aber die wirklich, wollen trotzdem immer sagen, ja, ich bin schon Gamer. klar, ja. Aber das ist, merkst halt wirklich, sie sind hure Business-Typen. Die schauen wirklich auf Zahlen und eigentlich die Kunst an sich oder Games an sich sind ihnen hure unwichtig. Zeig mir mal deine Trophies. Ja, genau. Bei diesem Typ habe ich das Gefühl, er meint es schon wirklich so. Er ist wirklich mega sympathisch, aber es hat einen Satz gegeben von einer Quelle, die anscheinend recht nahe zu ihm ist. Mhm. Und die Quelle ist zu Kotaku gegangen, eine Newsseite über Games und sonstige nerdige Sachen. Und die Quelle hat Kotaku gesagt Folgendes, und das macht mir ein bisschen Sorgen. The incoming president realizes that games as a service models and mobile games are becoming increasingly important and that Nintendo isn't making as much money as it could be in those areas. Buh! Buh! Also, darum würde ich so gerne besprechen. Also, ich bin so zwiegespalten eben von den öffentlichen Sachen, die er hat gesagt, bin ich sehr zuversichtlich. Ein junger Typ mit Vision, Gamer, aber andererseits anscheinend auch recht ein Business-Typ, sehr berechnend und eben er sieht Potenzial zum Geld machen in Bereichen, wo Nintendo noch kein Geld gemacht hat. Wie seht ihr das? Ja, scheiße. Ja, also ich finde es wirklich kacke, dass es Games as Service, die Mentalität, dass es wirklich nur noch alles abonnierst, dir gehört nie mehr wirklich irgendetwas.
Und schlussendlich brauche ich ein Netflix-Abo, ich brauche ein PlayStation-Abo, ich brauche ein Nintendo-Abo, ich brauche ein HBO-Abo, ich brauche ein Abo für Bus fahren und so 1000 Sachen. Verdammt noch einmal. Und nur schnell, Games as a Service bezieht sich dann auch auf einzelne Games wie abgeschlossen. Also dass du wie ein Game nicht fertig spielst oder nie fertig spielst, sondern dass immer wieder neue Sachen kommen, die du dazu kannst kaufen oder halt eben Gratis-Inhalt, aber dann noch zusätzliche Sachen zu diesen Gratis-Inhalten, um sie besser zu machen. Halt einfach, dass so, ein Game ist nicht draussen und fertig, sondern ein Game ist draussen und wird dann für 1-2 Jahre monetarisiert. Das ist doch scheiße. Ja, das ist Early Access, Alpha, also es ist Steam Early Access einfach nachher auf einem anderen Level, aber das ist das Gleiche. Also, ich finde das Prinzip scheiße. Ich finde, man kommt immer mehr weg von dem, dass Games eine Kunstform sind. Genau. Stimmt, ja. Aber du hast eine Vision, ich will, dass ein Spieler die und die Erfahrung hat und jetzt schaffen wir dran und machen das Produkt und holen es raus und wir hoffen, dass wir die Emotionen, die Erfahrung, was auch immer, können überbringen und vermitteln. Das Ding ist halt, das ist auch in Musik- oder in der Filmindustrie ist ja genau etwas Ähnliches. Dort versuchen wir einfach die Abo-Dienste, das scheint einfach sensationelle Businesspläne reinzupassen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich finde zum Beispiel ist nicht unbedingt das Problem, solange dass wie Games verkauft sie wurden von Nintendo besitzt, dass das bleibt bestehen und dann einfach einen anderen Dienst einfach hinzufügt auf das Ganze. Wie zum Beispiel eben PlayStation. Es gibt einfach den Dienst noch hinzugefügt, das mit dem Abo-System, aber du kannst immer noch genau gleich Games kaufen und sie haben und sie deinen Freunden weitergeben. Und das finde ich nicht unbedingt so problematisch. Aber wenn man dann nur noch die Option hat, in einem Abo oder wie auch immer, was für weirde Business Schemes noch kommen, ist ja noch egal. Nur noch so kann konsumieren, ist ein bisschen schade. Und dann bewegen wir uns einfach weg davon, dass Gamen auch eine Kunstform ist. Ja, und was halt im Ganzen, was mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist der Satz oder der Teilsatz mit Mobile Focus. Weil jahrelang hat sich Nintendo wieder wirklich geweigert, irgendetwas auf Mobile zu machen, weil sie gefunden haben, ihre Franchises, ihre IP, die hat nur auf Nintendo-Konsolen Platz. Und dann haben sie sich ein bisschen geöffnet und die Strategie eigentlich gefahren, dass die Games, die sie auf Mobile rausbringen, dass die so ein bisschen wie ein Teaser sollen sein für die grossen Games. Also nicht die ganze Erfahrung bringen, sondern nur so ein bisschen. Und die Erfahrung kannst du halt dann auch im klassischen Free-to-Play Games as a Service Model monetarisieren mit jensten Microtransactions. Aber es war halt wie ein Nebenfokus gewesen. Ja. Und je nachdem, wie zynisch dass man diesen Satz jetzt interpretieren kann, es natürlich auch bedeuten, dass die Games einen grösseren Fokus bekommen. Und wenn man das längerfristig betrachtet, dass halt vielleicht ein Shift könnte stattfinden, im schlimmsten Fall. Und das macht mir halt schon ein bisschen Sorgen irgendwie. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass ihre Strategie grundsätzlich würde ändern, weil eben die Switch, mit dem haben sich alles richtig gemacht. Mit der Strategie, die sie da hatten, und das hat nichts zu tun mit diesen neuen Games, also Service Models und sonstigen modernen Trends im Game Design. Und die haben einfach ihr Ding gemacht, sie sind sehr erfolgreich gewesen und ich hoffe sehr, dass es so wird bleiben. Ja, aber jetzt ein neuer CEO, das bringt schon neue Gefahren. Ja. Also man sieht es bei Konami, mit einem neuen CEO, wo nachher Hideo Kojima rausgeschmissen wurde und dann siehst du, was jetzt für eine Grütze kommt mit Metal Gear Survive. Pachinko-Machines und... Ja, die machen jetzt einfach ganze Legacy, machen die kaputt. Das ganze Vermächtnis. Ein verdammtes Traditionsunternehmen, das dann wirklich so plötzlich nicht mehr wieder erkennbar ist. Ja. Schade. Alles ist möglich, aber wir hoffen auf das Beste. Ich bin auch noch positiv, weil der Kimishima, also der Übergangspräsident, hat zusammen mit dem neuen Präsidenten hat sozusagen ein neues Leadership-Modell aufgebaut innerhalb von Nintendo. Mit dem Gedanken, dass vor allem junge Leute Leadership-Rollen annehmen, neue Ideen reinbringen ins Unternehmen und dass nicht mehr alles auf eine Person soll konzentriert sein, wie das früher traditionell war bei Nintendo. Also dass der CEO an sich nicht hure viel Macht hat, sondern dass es einfach eine ganze Reihe von Leuten ist, die Macht haben und verschiedene Perspektiven reinbringen. Und ich finde das echt ein cooles Modell
Und eben auch der Fokus auf junge Leute, wo man eben perspektivisch über Jahre, über Jahrzehnte kann behalten und wirklich so eine Vision kann entwickeln kann. Ich finde, es klingt alles gut, eben bis auf den einen Satz, der irgendwie ist rausgesickert. Ich denke, die Qualität wird leiden darunter. Weil ich denke, das ist das, was Nintendo auch einen anderen vorausgehabt, dass sie ein Traditionsunternehmen sind, wo wirklich alt eingesessene Leute sind, die teilweise, also die eigentlich sehr konservativ sind, aber die durch das extrem hohe Qualität haben erreicht. Weil eben alles durch X hängen durch müssen, bis man nachher beim höchsten an ist gekommen und von dem auch noch müssen abgesegnet werden, durch das sie einfach einen riesen hohen Qualitätsstandard hatten mit ihren Games. Und da haben ihre Marke extrem geschützt und durch das sind Zelda und Mario immer noch so starke Marken. Und wenn du jetzt so viel eben die öffnest und sagst, wir machen ganz viele junge Leute, das alles aufsplitten, ich denke, die Qualität wird massiv leiden. Das ist meine Vermutung. Ich glaube ein Grund, wieso dass sie auf junge Leute gehen, weil sie hat gesehen, dass mit dem Iwata dann zumal sehr gut funktioniert hat, mit seinen Ideen, die er hat reingebracht hat. Ich glaube, das war schon so eine inoffizielle Begründung, die sie mitgegeben haben. Er hat ja Nintendo übernommen Anfangs 2000er Jahre, wo sie auch mit dem Gamecube in einer sehr schwierigen Phase waren, extrem wenig verkauft haben. Und dann ist er reingekommen mit der Wii, mit dem DS und mit all diesen Sachen, die sie dann rausgebracht haben. Da hat sie in ein neues goldenes Zeitalter eingeführt, sozusagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass man neue Leute, die so denken, aber trotzdem eben die Core Values von Nintendo nicht werden aufgeben, dass man die aufbauen kann. Ja, ich sehe es jetzt im Fall auch nicht unbedingt problematisch, wenn man auch Jüngere lässt, am Tisch mitreden, weil das kann zu einer Explosion in Innovation führen. Auch Ideen. Dass man es nicht machen muss, kann ja immer noch die Entscheidung sein von denen, die das Geschäft auch bis jetzt immer weitergeführt haben und eben auch in die goldenen Zeitalter. Aber ich glaube, es kann nicht schaden, wenn man innovative Ideen hat. Ja, also weißt du, sie haben ja jetzt sicher auch junge Leute im Unternehmen drin gehabt. Ja, logisch. Aber du hast halt einfach andere Strukturen gehabt, dass du eben viel oben in ältere, alteingesessene, erfahrene Leute hast. Ja. Die auch ein gewisses Standing haben. Ja. Genau, ja. Und wenn du jetzt eben jeden 25-Jährigen zum Abteilungsleiter von Division ja, was das machst, wird auch sicher auch nicht so so geht es jetzt nicht für umgesetzt mich. werden. Ja. Ich glaube, so drastisch ist es nicht, aber ja. Ich glaube, also das, was ja am spannendsten ist, ist halt einfach, dass die wirklich auch noch die Entscheidungen machen, vielleicht mehr Ideen, mehr innovative Ideen von wirklich jungen Leuten, die auch etwas bewegen in der Nintendo-Welt, auch noch mitbekommen. Und es nicht einfach immer nur durchgesickert bekommen, was auch nur der, was muss erzählen, noch geil findet. Sondern dass wirklich auch eigentlich roh die Ideen können bis zu ihnen kommen. Und das sehe ich als Chance. Ja. Ja, wir werden es sehen, es ist eigentlich eine recht schwierige Situation in dem Sinn, jetzt, weil wenn du viel Veränderung reinbringst, in einer Zeit, wo alles hure gut läuft, dann wirst du einfach, wenn es schlecht läuft, wirst du es genau auf die Veränderung können zurückführen. Ja. Und wenn Switch plötzlich in den nächsten Jahren hure nachlässt, die Qualität der Games nachlässt, dann wird man den Grund relativ schnell finden. Ja, vor allem, du kannst einfach innovative junge Studios akquirieren, wie sie es mit Rare hätten sollen machen damals. Was nachher Microsoft übernommen hat und jetzt noch Grütze produziert. Aber Was haben die gemacht? Banjo-Kazooie und also sehr viel von den grossen Nintendo Perfect 64-Titeln. Die machen jetzt nur noch, oder seit Microsoft sie gekauft haben, sie nur noch Xbox Avatars gemacht. Und Sea of Thieves. Eben genau, jetzt Sea of Wo Thieves. ziemlich grützig ist worden. Wo jetzt aber auch nicht läuft. Ja, da hat man sich jetzt versprochen, gut, sie machen jetzt wieder mal ein grosses Game. Vielleicht können sie ja ihre Zeit anschließen. Aber das ist übrigens so ein perfektes Beispiel für ein Games as a Service Spiel. Eins, das quasi in der Beta-Phase gelauncht ist und fast nichts hast können machen. Irgendwie nachdem du 10 Stunden gespielt hast, ist es uninteressant geworden. Aber jetzt auch mit dem Versprechen, dass über Jahre hinweg neue Inhalte werden kommen, die man dazu kaufen kann. Ja, wir sind gespannt. Wir werden sehen, wie sich das wird entwickeln. So, ich glaube, es bleibt nur noch ein Thema übrig. immer noch Gaming. Jesus, Nein, das ist News. verdammt Gaming-lastig, oder? News. Ja, es ist News, aber Gaming-News. Ja, das sagst du halt nicht. Der neue Shadow of the Tomb Raider Trailer. Habt ihr den gesehen? Ich habe ihn gesehen. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Tommy hat ihn gesehen. Wie hast du ihn gefunden? Ehrlich? Ja. Hat Nein, mir- gib mir deine Fake-Meinung. Hure geil habe ich gefunden. Geil. Ehrlich, hat mir nichts in mir ausgelöst. Weil es ein kompletter CGI-Trailer war.
Und ich finde, das ist... Also du weißt schon, dass jeder Game-Trailer CGI ist. Nein. Das sind alles nicht Computer-Generated du weißt, was Images. ich meine. Du weißt, was ich meine. Ich meine, es war nicht In-Engine-Footage. Wenn am Anfang vom Trailer steht «Not actual Gameplay», Ja. ist echt das Interesse am Trailer weg. Wirklich? Ja, wirklich. Nein, also ich habe viele Mood-Trailers gesehen, die ich geil gefunden habe. Hast du nie den Dead Island-Trailer gesehen? Das Ja, war aber nicht das Actual ist- Gameplay. Gewesen, Ja, aber okay, aber das war dann Next Level Shit. Gewesen. Das war dann wirklich ein kleines Kunstprojekt in sich, gewesen, der Trailer. Was viel geiler war, als das Spiel jemals war. Ja, das stimmt. Aber das ist echt ein nett produzierter Trailer und ich muss auch fairerweise sagen, ich habe nie Tomb Raider gespielt. Eben, das war meine Folgefrage gewesen. Wieso nicht? Früher oder jetzt, der Reboot? Der Reboot. Der Reboot habe ich nie gespielt, weil ich Uncharted hatte und nie einen Grund habe gesehen, etwas zu spielen, das ähnlich wie Uncharted ist, aber schlechter. Oh! Shots fired. God damn. Was ist denn, also, wieso schätzt du als schlechter ein? Weil in all diesen Materialien, die ich je habe gesehen habe, hat es nichts gehabt, wo ich hätte müssen sagen, das ist jetzt hure interessant, muss ich mal ausprobieren. Aber wenn du einen Uncharted-Trailer schaust, denkst du, da ist etwas hure Interessantes. Ja. Wieso? Ich Ich weiss zerpflücke die jetzt. Ja, okay, nein, look, ich weiß nicht, wenn ich den letzten Uncharted-Trailer habe gesehen, ehrlich gesagt, das ist schon hure lange her. Ich könnte dir das jetzt nicht Also, genau du bist einfach sagen. sexistisch und akzeptierst keine Frau in der Hauptrolle, dann müssen wir es so zusammenfassen. Okay. Also gut. Das ist meine wahre Motivation hinter dem Ganzen. Nein, also ich Ertappt. habe das Tomb Raider Reboot, wo von... Wann ist jetzt der erste Reboot-Teil rausgekommen? 2014, Keine Ahnung. 15? Das kann sein, genau, etwa noch dort. ein anderer Grund, wieso ich nie eingestiegen bin, ist, weil der zweite Teil ja zeitexklusiv war für die Xbox. Ja, das war scheisse gewesen. Und dann verlierst du halt irgendwie auch das Momentum vom Ganzen. Ich habe keine Xbox, ich habe PS4 und wäre ich vielleicht so ein Punkt gewesen, nochmal einzusteigen, weil, keine Ahnung, ich glaube, Ja. das zweite Spiel ist generell positiver wahrgenommen worden als das erste, oder nicht? Ich habe es recht ähnlich qualitativ gefunden. Also, ich finde beide etwa ähnlich gut. Also Okay. der erste Tomb Raider Reboot, der einfach nur Tomb Raider heisst, und nachher ist ja Rise of the Tomb Raider. Mhm. Ist nachher der zweite Teil gewesen. Der war von 2016 gewesen. Und der ist aber der Vorteil gewesen, dass nachher, als er auf der Playstation endlich ist rausgekommen, ist dafür gerade so eine Anniversary Edition Genau. gerade Mit rausgekommen. allen Zusatzinhalten. Auch ein Zusatzinhalt, genau. Das war ein Jahr später, gewesen, dann, oder? So ungefähr. Ich glaube, es ist oder vielleicht sogar 1,5, ja. Okay. Aber ich habe durch das, dass ich den ersten easy habe gefunden und es nicht einen mega Cliffhanger hat gegeben oder so, habe ich jetzt die Wartezeit gut vertreibt gehabt. Mhm. Und habe durch das nachher auch gewusst, wo die Meinungen schon draussen waren oder zum Xbox-Teil, so, es wird wieder solid werden und habe also wirklich sehr genossen wieder. Da habe ich vor etwa einem halben Jahr durchgespielt. Okay. Und dort hat es ja noch, was für dich noch interessant ist, Tommy, eigentlich, es hat noch einen VR-Modus drin. Stimmt, das habe ich gesehen. Ja. Wo du Das wäre ja auch ein Menschen Grund gewesen, durch wieso kannst dass ich es eventuell würde ausprobieren. Mhm. Ja, das wäre einer von den. Ich kann es dir gerne mal auslehnen. Gerne, ja. Dann würde ich es sogar mal anspielen. Ja, und vor allem seit Tomb Raider, der Reboot-Teil, habe ich mega Bock auf Eispickel bekommen. Ich finde die hure geil. Sie haben immer so einen geilen Eispickel dabei und denke immer so, das wäre mein Survival-Instrument of choice. Ja, Also- der ist, im Film, im kürzlichen Film, hat der Eispickel auch eine recht entscheidende Rolle Hast du gespielt. das gesehen? Mhm. Ist das gut? Mit Der Alicia Vikander. Vikander. Ja, ich habe den Film sehr cool gefunden. Ja. Schon? Ist okay. Ja, ich bin aber recht skeptisch. Also ich verstehe nicht, wieso dass sie nicht die Aber halt, Synchronstimme genommen haben. Was? das wollte ich in der Filmsession erzählen. Ah, Aha! schaut die zur Filmsession. Ja, das können wir wirklich noch diskutieren. Ich finde es ein bisschen komische Besetzungswahl, darum bin ich nicht schauen. Aber noch schnell zurück zu den Eispickel. Sind die nur Fortbewegungsmittel oder auch Waffen? Alles. Waffen und Crafting und alles. Okay, geil. Geil. Sie können die Welt erobern mit denen. Ey, ich war wirklich letztes Mal im Bächli Bergsportladen drin gewesen, schau die über ins Bäck an und so, fuck, wieso müssen die 300 Stutz teuer sein? ey? Sind die wirklich 300 Stutz? Ja, sind also wenn du gut gut also willst, schon. Ja. Qualitativ gute sind hure. Die Okay. günstigsten sind irgendwie 150 oder so. Aber das ist schon geil. Also weißt du, die guten kannst du nachher auf dem Fels und für Eis brauchen. So wie in Tomb Raider. Ja. Also die hat sicher nicht nur so 100 Franken Eispickel. Noch schnell eine Frage für dich als Kenner der Serie. Der Aufhänger vom ersten Reboot
ist ja gewesen, Become the Tomb Raider, oder? Ja. So ein bisschen wird, oder du kannst so ein bisschen den Werdegang von Lara Croft zum Tomb Raider mitverfolgen. Ja, das ist schon nicht ganz. Nicht ganz, weil Nein. im Trailer jetzt, in dem neuesten Trailer, steht am Schluss wieder genau das Gleiche, Become the Tomb Raider. Ja, ja. Ist sie es jetzt oder ist sie es nicht? Ja, Wenn sind wir es? sie ist im Prinzip von Anfang an schon. Okay. Also ab den ersten 5 Minuten ist sie eigentlich schon der Tomb Okay. Raider. Sie dort am Anfang, es gibt so ein paar Szenen im ersten Teil, wo so ein bisschen ihre Verletzlichkeit zeigen und zeigen, wie sie noch ein bisschen damit hadert, die Leute umzubringen. Aber nachher ist es schon ein verdammtes Metzelfest eigentlich. Das erste ist das auf der Insel in Yamatai. Insel, ja. In Keine Ahnung, wie sie Yamatai. heisst. Yamatai? Jo, Jo, Ja. die Lara Croft Dropping Illiterates. Knowledge. Ja, also das haben ja viel kritisiert, oder? Dass es schön gewesen wäre, wenn sie da wirklich mehr Ein bisschen Werdegang. daran dass du geführt spürst, worden, ja. genau. Aber im Neuen ist sie voll so Predator-mäßig unterwegs, oder? Also da ist sie, im Trailer auch zumindest, ist sie da Leute am Umbringen im Dschungel, am Stealthen. Sieht recht brutal aus. Recht, Ja, also sie recht, ist schon im Rise of the Tomb Raider schon verdammt badass eigentlich. Schon. Sie ist jetzt auch noch badassiger, aber ja, also ich finde, mir macht Spaß wirklich. Was ich geil gefunden am Trailer ist die letzte Szene gewesen. Das ist so etwas, was mich vielleicht würde interessieren und ein Grund wäre, es mal anzuspielen, ist die apokalyptische Szene am Schluss, wo du so wie eine Sonnenfinsternis siehst und irgendwie Leute vor alten Tempeln wollen so Opfer bringen. Das hat recht cool ausgesehen. Unerwartet cool. Mhm. Ja, sie haben auch so ein bisschen die Uncharted-Formel, die Uncharted ja bis zum Teil 3 hatte, dass immer am Schluss kommt so ein bisschen etwas Übernatürliches. Ja. Das haben sie auch ein bisschen dort drin. Ah, okay. Das haben sie auch. Okay. Ja, also im ersten Teil war mir das fast schon ein bisschen too much gewesen. So wie in den früheren Uncharted-Teilen war es so ein bisschen viel mehr gewesen, ja. Mhm. Und jetzt im Rise of the Tomb Raider ist das mit dem Übernatürlichen am Schluss ist auch ein bisschen zurückgestupt worden. Aber gell, sie kann immer noch nicht mit 2 Waffen gleichzeitig schießen, so wie sie es früher gemacht hat. Das ist immer noch nicht Ich glaube es nicht, nein. Hm. Ich glaube es nicht. Das Aber wird jetzt- Eisbecko-Länge. Eisbeckolei. Gut. Geil, ja. Vielleicht probiere ich es gleich mal aus. Du solltest. Du solltest. Ich sollte. Übrigens, habt ihr den Red Dead Redemption Trailer gesehen? Nein. Wenn wir schon von Trailer reden. Wollte ich aber auch nicht schauen. Und hat er einen Was Battle ist- Royale Modus? Wir haben einen Wett am Laufen, genau für eure Zuhörer, Fabio und ich, dass Red Dead Redemption Battle Royale Modus wird haben. Nicht Ähm, unbedingt von Anfang an. Nicht oder? unbedingt von Anfang an, aber angekündigt. Ja. Genau. Nein, Nein. es war ein reiner Singleplayer-Trailer gewesen. Okay. Geil, aber es hat mich jetzt nicht gehypter gemacht auf das Spiel. Ich meine, Okay. ich weiss, dass es geil wird werden. Also, wenn du schon pretty hyped bist oder einfach so. Im Moment fand noch nicht so, aber es wird kommen mit der Zeit, je näher das kommt. Im Moment ist es echt noch so eine abstrakte Idee, weil es ja schon hure lang angekündigt ist und du hast schon gewusst, dass irgendwann wird kommen, aber Mhm. ich glaube, das kommt dann mit der Zeit und der Trailer ist geil gemacht, schön gemacht. Also ich glaube, es wird ganz cool werden. Aber du willst nicht mehr mit den Marstons spielen, oder? Nein, ich glaube, das ist abgeschlossen. Aber es ist ungefähr die gleiche Zeitperiode. Ich denke, es wird vorher spielen. Es ist auch Ende vom Wilden Westen. So. Aber ich meine, also, 1899. du hast ja im Red Dead Redemption 1 spielst du ja den John Marston, wo ja da aus seiner Gang raus ist quasi. Ja, genau. Und aus seiner Ganova-Gang. Und die quasi zum Schutz von seiner Familie, weil der Staat seine Familie hat, muss er ja Genau. auch die alten Gangmitglieder überführen oder töten oder was auch immer. Ja. Und ich habe gemeint, dass Red Dead Redemption 2 wird vor dieser Zeit spielen, bevor das alles passiert ist und so ein bisschen um die Gangs noch mehr fokussiert gehen. Es kann sein, dass es vorher ist, es kann sein, dass das 1 noch später war, aber auf jeden Fall ist der Aufhänger hier auch so das Ende vom Wilden Westen. Also es ist wahrscheinlich eine ähnliche Zeitperiode, vielleicht aber früher. Ich weiss, also ich habe mich auch so wenig wie möglich informiert, einfach den Trailer schauen. Das ist alles, was ich Also siehst du im Trailer auch schon Autos und so Zeug und Lokis. Ja, du siehst recht fortgeschrittene Technologie, sage ich Ja. jetzt so. Ja, definitiv. Okay. Nice. Vielleicht wird's das Westworld Redemption. Wer weiß es Ihr habt ja Westworld nie gesehen. Okay. Nie. Noch nicht. noch nicht. Ja, Ja, ich glaube, das wäre es von den News. ja das wäre es gewesen. Wir hören uns in einem Monat und Was? Ganzen Monat geht's? ja, Jesus, was machst du in dieser Zeit? Ja, Sorry. stimmt, wir haben noch alte Folgen, die man hören kann. Wir haben einen YouTube-Channel, wo der Tommy und der Erde etwas gespielt haben. yes, Also, kommt ja. wöchentlich etwas Neues raus.
Das stimmt. Irgendwann kommt noch Before the Storm etwas raus. Genau, Wenn ja, der da After tut mir wirklich schwierig, es tut mir leid. Ich wollte es schon mehrmals schneiden, aber Cherry ist dann kaputt. habe ich noch das Joghurt Cherry ist gehabt weg. im Kühlschrank und das habe ich unbedingt müssen essen. Verständlich. Und ja, wir haben ja etwas für alle Game- und Film-Updates. Vielleicht kommen die ja vorher. Ja, Man weiß es nicht. bleibt am Ball, so wie IB. Und nach 32 Jahren. Wow. Vielleicht werden Wow. der Schweizer Tut Meister. mir- Also schön. Tschüss Ja. zusammen.